Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII Pelzig. Und jetzt stellen wir uns mal einen Bosskampf gegen den Rufus. Und desmal habe ich alle Materia. Warum willst du mit mir kämpfen? Du suchst das verheißene Land und das Sephiroth. Richtig. Ha, hast du gewusst, dass das Sephiroth vom alten Volk ist? Es ist viel passiert. Ich kann das verheißene Land weder dir noch um Sephiroth überlassen. Ich verstehe. Das heißt wohl, dass wir keine Freunde werden. Und wir haben unseren Bosskampf Rufus. Und er hat noch ein hübsches Tier bei sich. Und das Tier ist Black Dog. Den machen wir zuerst kaputt. Okay, Rufus hat keine Aare in der Animation. Hat er nur sehr schlitziger. Und er attackiert mit einer Schrotflinte und hat immer noch sein Malermeister, Sache A. Deswegen war der auch weg, der war auf Montage. Als Malermeister muss das halt sein. Gibt's auch bei der Annelien alleweil die Malermeister, die dann Vizepräsident sind. Das kann halt mal vorkommen. Ja, aber ich finde es so geil animiert hier. Und ich sollte mich mal heilen. So kämpfen sie gegeneinander, die zwei Blondies. Aber ich finde Rufus eigentlich auch recht cool dargestellt, weil der erinnert mich eher an einen Mensch als die andere. Mit einer Schrotflinte einfach nur bewaffnet, das ist einfach nur cool. Jetzt habe ich vor lauter die Mutter-Attacke drin immer. Das ist einfach nur cool gemacht. Ich freue mich so auf die etwas wildere und realkampfbasierendere Remake-Variante von dem Kampf. Das wird bestimmt der absolute Brüller. Vor allem, weil auch der Ausblick und generell hier die ganze Gestaltung vom Shinra Tower so großartig ist. Das gefällt mir so extrem gut. Ah, okay, da hat er daneben geschossen. Aber dass der Cloud so viele Schrotflintenschüsse überhaupt einstecken kann, ist für mich ein Wunder. Jetzt gehen wir mal mit Magie gegen ihn vor. Ja, das zieht schon ein bisschen mehr. Ich glaube, die Barriere von dem Black Dog, die galt nur für physische Schade. Gucke, wie lange es aushält. Ja, der steckt schon einiges Ei, unseren Presi. Dann kriegst du das ab hier, Mr. Brezelhemd. So, zack. Das wär's verheilt. Ah, er hat sogar blaue Haare. Blond und blauäugig, der neue Präsident von der Annelien. Ui, er hinterlässt 310 Erfahrungspunkte und 42 AP. Dazu noch eine Schutzwäsche und eine Abwehrkapsel. So, was kann das Zeichen? Natürlich, wir nehmen alles mit. Und er lässt noch richtig Geld hin. Okay. Das schützt vor Gift, das erhöht die Vitalität um 10 und das Gemüt um 10. Ich finde, Vitalität um 10 ist schon ziemlich knorker. Das nehmen wir mal für die Cloud. Und Schutz vor Gift können bestimmt andere gut gebrauchen. Jetzt sollten wir aber erstmal wieder zurück. Ich sage nochmal um Presi tschüss. Mach's gut, alter Präsident. Dann war's das von Dem seiner Seite. Sephiroth sucht bestimmt noch seinen Zahnstocher. Der kommt, ach, bestimmt wieder. Jetzt gehen wir zurück zu der Tifa. Und speichern vorher. Ach, ich mag diese Endboss-Musik auch so unglaublich. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, dann vereinen wir uns hier wieder mit der Tifa und gehen mit ihr dann zusammen runter. Wo ist denn der Rufus? Der ist entkummer, könnt Ärger heißen. Hui, die sind im Erdgeschoss. Was ich übrigens auch sehr geil gemacht finde. Und wir gucken jetzt wo dringend 3 wegen der Materia. Wir haben tatsächlich noch was. Okay, bop. Wir haben nur noch Objekte. Wir brauchen alle dringend die Heilung und rüsten uns noch mit Materia aus. Sie kriegt Hitze, sie kriegt
Hitze auf alle kriegt sie. Sie kriegt... Nee, Quatsch, das war am Red Science. Verzeihlichkeit. Aber Ordnung muss sein. Hat jetzt noch was? Nee. Der Red hat Hitze und aller. Der Red hat außerdem Gift kriegt und die Nebelwirkung. Und dazu kriegt jetzt der Red noch der Raub. Und unser guter Barrett kriegt die Hitze. Er kriegt die Analyse. Und weil es so schön ist, kriegt er sogar noch eine Analyse, damit die beide hochgepowert werden, die Dinger. So, jetzt sind wir aber ein richtiger Kampf. Ich gehe vor. Hoppla. Gewittert Luna Keidel noch einmal umzingelt, hä? Wenn ich allein wäre, würde ich mal draußen nichts draus machen, aber so habe ich einen Ruf zu verlieren. Leitz, bitte verschwinden, solange es noch geht. Sie sind nicht hinter dir her, sondern hinter mir. Ja, aber so weit kommt's nicht. Du bist wegen der Marlene hier reingerotet. Jetzt liegt's an mir, auf dich aufzupassen. Na, aller Schluss mit dem Affenzirkus, ihr Spinner. Dankeschön, Mr. Barrett. Was ist denn hier, Mr. Barrett? Das klingt nicht richtig. Allah. Wenn die Unterhaltung jetzt vorbei ist, dürfte ich mir vorschlagen zu überlegen, wie wir hier rauskommen. Natürlich, du bist eine Kälte in Person. Genau wie jemand anderes hier, den ich kenne. Hast du was gesagt? Aber nee, Allah, was machen wir dann? Barrett. Tifa, wo ist denn die Wolke? Alle hierher. Was ist denn los? Wo ist denn die Wolke? Der kommt noch. Los, schnell machen, ne? Dummelt Eich. Oh, eine shiny Videosequenz. Gott, Barrett hat auch Schuhgröße Kindersarg. Jetzt wird's geil, da habe ich mich schon richtig drauf gefreut. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. So, jetzt muss ich die beschützen in ihrem Vehikel. Und der Cloud macht den Bodyguard neben auf dem Motorrad. Das wird jetzt geil. Ackermann, wir lassen die Motorräder dunnern. So, ab auf der Highway. Das wird jetzt geil. Mein lieber Mann. Okay, steuere das Motorrad mit den Richtungstasten und rette deine Leute im Lastwagen, deine Freunde im Lastwagen vor Shinras Verfolgungstruppen. Links und rechts angreifen, Menü und gruppieren. Gruppieren hätte ich ganz gern die hier, the Red. Ich will meine Salami-Truppe. Okay. Ja, ich freue mich jetzt wie Bolle, das wird der Hammer. Habe ich schon alles die Hen alles? Barrett hat alles? Okay, ja, geiler Scheiß. Jetzt geht die Luzi ab, ihr liebe Leute. Spiel starten. So schlage ich. So bewege ich mich. Das ist so geil gemacht. So. Du gehst fort, du Lapperduddel. Okay, und wir können auch die Leute blockieren an der Stelle. Ach Mist, komm schon. So. Ich finde, die hat so geil gemacht mit ihrer Gesichter. Die Figuren. Ah. Mann. Ja, der Barrett kriegt hier die meisten Schläge ab. 100% Base wahrscheinlich nicht hinkriege, aber das habe ich auch früher nie. Na. Fort. Losch du dann mal Kumpel in Friede, du Gesicht. Oh Mann. So. Okay, der Barrett und der Red haben was abkriegt und die Tiefe auch ein bisschen. Okay. Ich freue mich im Remake so
saumäßig drauf, wie das animiert wird. Weil ich habe die Stelle schon beim alten Spiel so geliebt. Es ist so großartig. Wie der Cloud einfach mit seinem fetten Bastardschwert die Leute hier verscheucht. Das ist so geil. Und du auch noch, du Blödi. So. Das wird der Hammer beim Remake. Ich sag's euch, ihr liebe Leute. Ich verspreche es euch jetzt schon. Das wird beim Remake der absolute Oberbrüller. Huch. Hört auf, meine Freunde zu bumsen. Und das ist sogar tatsächlich sehr kinderfreundlich, wenn ich das so sag hier. Wie, ach, sein Schwertfunke schlägt, ist geil. Oh, jetzt kommt der Endgegner. Jetzt hat uns Shinra der Endgegner geschickt. Und hier ist die Strohsarmee ausgebaut. Das heißt Bosskampf. Und das muss ich mal wirklich vorbereiten. Das finde ich persönlich das Beste. Angriff von hinten, da kommt er schon angerast. Wow, wie geil gemacht. Und hacht uns alle auf den Deckel bis auf den Barret. Was ein geiles Ding. Ich freue mich so, wie die alle neu animiert werden. Im Remake hat man ja den ersten Roboter-Bossgegner aus dem Reaktor gesehen. Motorball heißt er. Ja, da hat man schon den ersten Gegner gesehen. Den ersten Endboss aus dem Reaktor, gegen den Barret und Cloud zusammenkämpfen. Dieser Skorpion. Und der war so unglaublich hammer, hyper, mega, ultra geil gemacht, dass man richtig die Tränen kommen sind vor lauter gut. Deswegen, ich freue mich so sehr auf das Remake und bin froh, dass ich im Vorfeld noch den Klassiker in seiner Klassikgrafik mit euch spielen kann. Damit man, okay, der hat leider nichts dabei, damit man am Ende von Jahr nochmal so einen richtig geiler Abschluss mit dem Spiel haben. Da freue ich mich wie Sau drauf. Okay, Raub können wir nicht machen. Gucken wir mal, was Bio bringt. Ich glaube, die nächste Runde wird eine Heiler-Runde. Ah, nicht schlecht. Schade gemacht, Barret. Dann hauen wir noch einen Feuerball drauf. Okay, Bio bringt anscheinend nur bei Organismen was. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Barret. Genesung ist einer von der allerbeste Zauber überhaupt, muss ich gestehen. Okay, dann schießen wir mal so drauf. Und du haust Blitze drauf. Theoretisch ist der Schade genauso gut wie ein Feuerzauber. Und so, und so sparen wir noch MP. Okay. Barret schießt trotzdem nochmal drauf. Das heißt, der Red muss weiter zaubern. Damit er überhaupt Schade macht. Zu Stehler hat er leider auch nichts in seinem Knabe hier. Aber jetzt sind wir auch dann offiziell beim letzten Endgegner von Midgar gelandet. Wir sind dann offiziell raus aus der Stadt. Okay, bevor wir das machen... Oh Mist, jetzt habe ich noch auf Enna. Machen wir hier Reißzahn. Und du, mein lieber Cloud, du kannst schon noch, ach, nochmal ein Limit auf Rotzer. Okay, das macht nicht so viel Schade. Das kann auch gern beim Cloud machen, der ist so volle Wumme geheilt. So, du haust nochmal Feuer drauf und du machst den Tode mit platt. Ich glaube, das ist es jetzt. Das ist der alles entscheidende Schlag. Ah, doch noch nicht. Okay. Zu Friedfried. Ach ja, mit dem letzten Endgegner lassen wir dann Midgar hinter uns. Oh, schade, bringt echt nichts. Ja, damit lassen wir Midgar hinter uns und sind dann in einem großen Gebiet, und zwar der weite Welt. Ach, Bio wirkt nicht, zumindest mal Feuer nach wie vor. Kommt wieder eine Doppelbrenner. Okay. Ui, nicht schlecht, Herr Specht. Sehr gut gemacht, Barret.
absolut perfekt geendet. Und er gibt 440 Erfahrung und 45 AP. Sehr, sehr geil. Und er hat noch ein Sterne-Amulett für uns. Exzellent. Jetzt sind wir hier. Was machen wir jetzt? Und wie geil das hier animiert ist. Sephiroth lebt. Ich habe Rechnung zu begleichen. Und das wird der Planetretter. Wahrscheinlich. Ich gehe mit. Ich muss noch einiges erfahren. Übers alte Volk? Über viele Sachen. Das war's dann wohl, Midgar. Jetzt sind wir außerhalb. Und hier ist der zerschmetterte Sektor Sivir. Und man kommt über solche Tore in die Slums. Ich kehre in meine Heimatstadt zurück. Bis dahin folge ich euch. Es ist dann wohl der Beginn von unserer Reise. Magst du Reise nicht? Es wird gefährlich. Bist sicher, dass du mit willst? Nee. Magst du Reise nicht? Ich weiß nicht, aber ich kann sonst nirgends hier. Deshalb ist es wohl egal, ob ich gern reise oder nicht. Wisst was? Das ist das erste Mal, dass ich Midgar verlos. Wirklich? Hast du Angst? Ein bisschen, nee, große Angst. Aber ich hab hier meinen Leibwächter. Wie in der Ehre ist ihre Mama gesagt, sie soll einen ruhigen Ort suchen. Marleen wird's auch gut gehen. Das glaube ich. Sie hat gesagt, sie will nicht mehr in Midgar bleiben. Vielleicht ist es auch das Beste. Okay, Leute. Na dann. Also, gehen wir. Oh. Wir brauchen einen Anführer, das kann natürlich nur ich sein. Mensch. Wie er sich schon so kämpfend gebärdet, das ist so großartig. Die Wolk soll's machen. Jetzt steht er. Jetzt ist er eingefroren. Gewitter Dunnerkeidel. Na. Lauf nur Nordosten zu einer Stadt namens Kalmwolk. Wenn etwas passiert, treffen wir uns da. Hockt das sich hier jetzt schmolter. Außerdem können wir nicht zu 5 durch die Felder spazieren. Das ist zu gefährlich. Stellen wir uns in 2 Gruppen auf. Ja, das heißt Barret und Red. Die Mädels können sich alle zurechtfinden. Unerwartet die Kombi. Na, viel Spaß, Jungs. Bis in Kalm. Oh. Ach, der Red ist großartig. Ja, die Jungsrunde machen wir jetzt. Speichern auf der Weltkarte. Auf der Weltkarte kannst du jederzeit das Menü öffnen und Speichern wählen, um das Spiel zu speichern. Und wir sehen Midgar, der große Moloch, hinter uns. Und unten rechts auf der Karte seht ihr einen roten Punktleuchter. Das ist unsere aktuelle Position. Wir sind hier auf dem östlichen Kontinent, wo Shinra alles kontrolliert. Auf dem westlichen Kontinent kontrollieren sie durchaus auch. Aber wir sind jetzt immer noch auf Shinra-Gebiet und wir reisen jetzt auf der Karte rum und machen, dass wir hier aus dem ekelhaften Moloch von einem Krater rauskommen. Und ihr seht, ach, wie geil das animiert ist. Man ist hier drin und der Smog hat uns völlig gefangen. Je weiter wir rausgehen, desto heller wird's, desto grüner wird's. Und die Welt zeigt, dass er auch noch schön und bewachsen sein kann. Während Shinra außenrum alles niedermacht. Kalmwolf und Herumtreiber, der hat doch bestimmt was. So, ein Feuerball jagen wir dort drauf. Und wir haben einen Äther gestohlen. So, das macht er natürlich sofort kalt. Zermalmen. Armer Red. Titanreif wurde gestohlen, du mieser Kleiner. Gib uns den Titanreif zurück. Titanreif erhalten. Geht doch. Und da hauen wir natürlich auch nochmal drauf. Ja, es wird wahrscheinlich für später im Spiel schneller gehen. Da müssen wir tatsächlich speichern, leveln, was das Zeug hält.
Aber ich halte das erstmal auch zurück. Aber ihr seht jetzt auch schon im Vergleich zu dem Midgar-Gegner, wir kriegen hier 15 AP. Also es wird allmählich, was die AP angeht. Und diese großartige Musik hier, die Weltmusik, die wird uns auch noch lang begleiten. Ja, und wir können auch mit der rechten Taste, können wir uns hier auch nochmal richtig umgucken und können in den flachen Modus wechseln, wie ich jetzt so gesehen habe. Hoppla, das war R3 gedrückt. Nee, das ist dreimal so schnell. Ich hätte ganz gern wieder den Modus zurück wie vorher. Ich mag nicht so reisen, um ehrlich zu sein. Ich mag wieder von oben gucken. Wie kriege ich denn das geregelt? Mit R2 und L2, R1 und L1. Ah, mit R2 komme ich wieder zurück in den. Und sobald ich R1 bewege, sobald ich der rechte Stick bewege, komme ich dort hier. Aber wir gehen jetzt mal noch Kalm. Oh, und die Musik. Schön beruhigen für meine Nerven. Das muss Kalm sein. Ey, ich werde im Gasthaus warten. Beeil dich, dummel dich mal, sieh zu, dass bald du bist. Alles klar. Auf geht's, Wolk. Ich mag mich aber vorher noch ein bisschen umgucken. Was sagst du so? Dank der Makroenergie ist es Leben ziemlich bequem. Dank der Annelien findest du es nicht, ach? Du bist voreingenommen. Aber ich hasse es mir vorzustellen, wie es Leben wohl ohne Makro wäre. Tja, es gibt auch noch andere Sachen, die man machen kann und ich bestehe dich jetzt gerade noch so schön. Energie kann man auch aus anderen Sachen gewinnen. Da muss man nicht den Planet abzapfen dafür. Makroenergie hat alles viel bequemer gemacht, aber es scheint, dass viele Pflanzen und Tiere mit rasender Geschwindigkeit aussterben. Ich find's alte Leben war besser, findest du das? Ach, Ja, vielleicht. klar hab ich recht, das will ich, ne? Es ist aber auch wirklich so, das ist auch damals wie heute auch noch so richtiges Abprangern von unserer Gesellschaft, die der Planet halt wirklich auch nach und nach ausbeutet. Und es wird Zeit, dass man sich Alternativenergie sucht. Hast du gesagt, du kommst aus Midgar? Ich hab dort auch mal gelebt, aber ich hab gehört, da gibt's in letzter Zeit viel Ärger. Ja, oh. Das Hühnchen. Ja, ist besser so, Großvater, wenn man sich aufs Land zurückzieht. Ich bin auch viel lieber im Dorf als in der Stadt. Verschlossen, ich kann's nicht öffnen. Aha, da haben wir auch noch einen Äther abgezwackt. Wir bestehlen einfach Multilight, wir sind ja mal so frech hier. Und ich finde hier auch keinen Schlüssel, vielleicht hat's der Großvater oder im Schrank, wo der Hund drin war. Ne, da eindeutig nicht. Oh. Okay, das sagt wieder nur selber. Und nee, da babbeln wir wieder mit dem Großvater. Da finde ich nix. Okay. Was haben wir hier noch? So ein komisch dreinblickender Mann in einem schwarzen Umhang. Er trug ein furchtbar aussehendes Schwert. Ah, ihr könnt euch vielleicht denken, wer das war. Ich will echt nicht zu sehr spoilern von euch, die das noch nicht kennen. Mein älterer Bruder ist so dumm, der ist so plump, ich könnte heulen. Und wir stehlen euch eine Abwehrkapsel. Wenn ich groß bin, wäre ich Soldat, deshalb trainiere ich jetzt so hart. Na alla, dann mach das mal, Buh. Bringen wird's da wohl nix, aber gucken wir mal. Was war's hier? Es sind auch noch jede Menge Leute. Dank der Makroenergie, die Annelien für uns produziert, geht uns blendend. Touristen, hä? Es gibt Dinge, die man wissen sollte und nützlich sind, wenn man umherreisen will. Möchtest du es wissen? Böse schon. Na, das wär's dann. Angenehme Reis. Okay. Was sagst du? Ist es wahr, dass die Annelien Ungeheuer erschaffen hat? Es ist wahr. Naja, wie auch immer, solange wir Reaktoren benutzen, können die Annelien uns nichts vorwerfen. Und wieder so ein Großvater. Die Welt ist in Frieden, alles ist in Ordnung. Ja, das rettet das nur mal ein, Opa. Ach klar, ach ja. La 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 Musik. Okay, der untere Etage haben wir ausgerahmt.
Und ich jetzt sage ihr liebe Leid. Ah nee, die warten im Gasthaus. Na gut, dann gehen wir noch dorthin, damit wir speichern können. Mr. Cloud, Ihre Gruppe erwartet im 2. Stock. Alles klar. Danke dir. Das sind sie. Wolk, du kommst spät. Dann gucken wir uns später nochmal im nächsten Teil in der Stadt um. Ey, Mann, du kommst spät. Tut mir leid, dass ihr noch habt warten müssen. Schätze, jetzt sind alle da. Erzähl uns deine Geschichte über Sephiroth und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles. Oh, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Und zwar hätte ich gedacht, ich könnte jetzt nochmal vorher speichern. Mist. Ich wollte mal wieder Sephiroth sein, also bin ich Soldat war. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit dem Sephiroth gearbeitet habe, sind wir Freunde war. Du nennst den einen Freund? Tja, er ist älter als ich und ich habe fast nie und hat fast nie über sich selber gesprochen. Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir haben einander vertraut bis an Emdach. Emdach? Doch im Krieg wurden die Soldaten beauftragt, Widerstand gegen die Annelien zu brechen. Es war vor 5 Jahren und ich war 16er. Ah, es pisst wie Sau. Ey, wie geht's? Alles in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Alles klar? Hey. Beruhig dich. Sehr mal neue Materie, aber ich will's einsetzen. Hier, Kind. Möchtest uns über den Eissatz aufklären? Das ist kein normaler Eissatz. Gut. Warum sagst du denn das? Ich bin Soldat war, um zu sein wie du. Als ich endlich zur 1. Klasse befördert war, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durchs Kriegsende zunichte gemacht. Deswegen melde ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt, um mich selber auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sephiroth? Ich habe gedacht, du wolltest den Zweck von der Mission erfahren. Unsere Mission besteht darin, alte Marco-Reaktor zu untersuchen. Laut Berichte gibt es Zerstörungen und schlimme Monster entstehen. Zuerst müssen wir die Kreaturen loswerden. Dann sehen wir die Ursache von ihrer Störung. Hoppala! Dann werden wir die Ursache von ihrer Störung ermitteln und beseitigen. Monster? Wo? Im Marco-Reaktor bei Nibelheim. Nibelheim? Du komm ich her? Deine Heimatstadt. Uns ist gerade was Seltsames passiert und uns ist gerade was Seltsames in der LKW gerannt. Das muss das Monster sein. Jetzt sehen wir unseren lieben Sephiroth mal in Aktion und er hat wesentlich mehr als wir. Und lädt auch schneller auf und attackiert von sich aus. Er macht 0 Schaden bei Sephiroth. Und er reißt 3000 Schaden. Das ist gewaltig. Und Sephiroth attackiert einfach nur. Er greift Sephiroth an und es bringt nix. Mit 2 Schnitte ist der Drache tot. Sephiroths Stärke ist unvorstellbar. Ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt. Aber was hat denn das mit dir zu tun? Ich war fasziniert von der Art, wie das Sephiroth gekämpft hat. Und dann haben wir Nibelheim erreicht. Wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit langem, dass du wieder in deiner Heimatstadt bist, oder? Also wie fühlt es sich an? Keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Und was ist mit deiner Eltern? Meine Mutter ist Jenova. Sie ist direkt nach meiner Geburt gestorben. Mein Vater?
das macht das schon. Also gut, los geht's. Ins Menü kann ich auch nicht gehen, um zu speichern. Psst, wenn du weiter hier rum hast, bekommst du Schwierigkeiten. Es ist so langweilig, Wache zu halten. Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Sollen wir ein bisschen üben? Ach du Mensch, mein Pose. Muss man als Soldat immer darauf achten, was andere Leute denken. Wie ging's? Hoho. War's so? Gute Erwart. Ich will wirklich nicht Soldat sein. Hier stinkt's ganz schön noch, Marco. Moment mal. Ist das nicht der Name von Sephiroths Mutter? Ich erinnere mich an Jenova, das verdammte kopplose Gespenst, was im Shinra-Gebäude lebt. Ja, das stimmt. Barrett, willst du uns mal bitte herlassen, was die Wolke zur Sache hat? Frohe kannst du nachher noch stellen. Tifa, ich hab nur... Okay, Wolk, kannst du da machen. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von der Tifa. Der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich aus Angst vor dem Monster im Haus. Ne, vielleicht haben sie Angst vor uns. Wir machen uns im Morgen grau in Richtung Reaktor auf. Sieh zu, dass Nafri ins Bett kommen. Wir brauchen nur wach, sodass die anderen ein bisschen sich ausruhen können. Und ihr könnt euer Familie und Freunde besuchen. Ja, okay, das ist Sephiroth gekommen und hab mein Foto gezückt. Ich will ein Bild vom Sephiroth ohne Monster. Fotografier mich. Ich mache Bilder mit niemand. Tu mich auch, du Gesicht. Steht Sache, ihr liebe Leute, an der Stelle mal einen Cut. Und wir sehen uns am Morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Heute war es vor allem mit Überlänge. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen wieder. Iron Yankee.